Die Proteste gegen die Unterdrückung in Ostturkestan nehmen kein Ende. In Zonguldak demonstrierten Nationalisten unter dem Titel »Freiheit für Ostturkestan«. Auch in Konya fanden sich Anhänger der Anadolu-Jugendbewegung für eine Protestkundgebung zusammen. Die Türkei müsse alles in Bewegung setzen, um diese Tyrannei zu beenden, äußerte der Bürgermeister Samsunc. Im türkischen Parlament rief der Abgeordnete des TEKCI der BBP-Partei zur Solidarität mit Ostturkestan auf. Die 9-köpfige Gruppe ist am 15. Dezember losmarschiert und gestern in Düzce angekommen. Im Verlauf des Marsches wuchs die Gruppe an und bekam Zulauf aus Kocaeli, Sakarya und Düzce. Allesamt zählen sie nun 30 Mitglieder. In den frühen Morgenstunden startete der Protestmarsch mit türkischen und uigurischen Flaggen, die D100 entlang, in Richtung Boluberg, den sie anschließend besteigen. In einer Anklageschrift des amerikanischen Justizministeriums wird chinesischen Hackern Datendiebstahl von 100.000 Bediensteten der Marine vorgeworfen. Der Anklage zufolge sollen 2 Hacker mit Namen Zhu Hua und Zhang Shilong mit dem Hauptgeheimdienst Chinas und verwandten Netzwerken zusammenarbeiten. Der amerikanische Senat hat in letzter Zeit einen kritischen Standpunkt gegenüber Saudi-Arabien sichtbar werden lassen. Durch Ölabkommen mit China nähert sich Saudi-Arabien wirtschaftlich und politisch an den Konkurrenten der USA heran und wird von den Amerikanern als Gefahr für den Petrodollar gesehen. Die Generalstaatsanwaltschaft verkündete von der Verhaftung des Beraters Tochiri, der in den Diensten des ehemaligen Präsidenten Usbekistans Kerimov stand. Der Berater wird derzeit verhört.